Bonjour bei Miersch TV. De letzte Monat hat Miersch op dieser Platz den FC Mariska Miersch vorgestellt. Die erste Equipe vom Mierscher Football spielt schon zanter dieser Saison in der zweithöchsten Division am Lützeburger Football-Championat. Den Abstieg, den also am Ende zwar administrativ dezidiert ging, mehr war bei einem Vorsprung von 8 Punkten aber sicher verdient. Auch der Mierscher Handball ist abgestiegen, auch über die Decision umgringen durch. An der Tabelle war die Situation auch nicht gerade so klar. Und auch die Responsablen vom HB Miersch von 70 waren sich nicht ganz sicher, ob sie überhaupt wählten, absteigen oder nicht. Nach einem Referendum bei den Vereinen gouf die höchsten Division am Lützeburger Handball-Championat dann aber abgestockt. Und Miersch spielt lo bei der Elite. Wir waren mit der Kamera auf den ersten Heimmatch vom HB Miersch. Und da war der Gegner kein anderen wie den 8-fachen Champion, den Handball Esch. Also ja, während der Corona-Zeit war es am Anfang so, dass man am Anfang am Lockdown halt eben gar nichts konnte machen. Da war tatsächlich für daheim, dass wir selber etwas gemacht haben. Und dann, wo die Lockerungen gekommen sind, sind wir dann zusammen laufen gegangen. Und dann sind wir halt eben immer mit den Konditionen weitergegangen. Wir dann durften an Tal, haben wir an der Halle gefangen. Wir haben ziemlich viel Athletik am Anfang gemacht. Und dann nur an der Halle haben wir halt mit den Möglichkeiten, die wir an der Halle hatten, zufrieden gehen. Und dann nur als wir den Ball dabei kommen. Ja, also es war blöd für die Verein. Wir waren motiviert, wir waren gut umgegangen. Als Ziel war es, sie aufzusteigen. Und es hat sich nur gefühlt, wie wir es nicht konnten durchziehen. Aber am Endeffekt sind wir oben und wir beweisen, dass es halt, dass es so richtig ist. So nicht richtig Abstieg war ja am Anfang auch nicht, weil wir uns ja dafür qualifiziert. Ich meine, Standard, wir sind ja nicht, wenn es ausgewählt wird, weil wir Standard sind. Dann sind ein paar Leute, die nicht gerade aus dem Minute kommen. Wir hatten aber schon gewiesen, für was wir zumindest an die Gruppe gehören, die darum kämpfen, für an die League zu kommen. Effektiv hat der Verein dezidiert, sie wollten nicht absteigen. Das war basiert auf der Erfahrung, die wir für ein paar Jahre gemacht haben. Da sind wir abgestiegen, wir haben alle Match verloren. Das war dann, damals war Spieler, ich war da dabei, das war nicht agreeabel. Und das entschieden wir vielleicht zu frei. Am Endeffekt, wenn du paar Leute aber dafür gestimmt, dass wir absteigen haben, wenn ich nur darüber nachdenke, war die richtige Entscheidung. Es muss eine Challenge für besser zu gehen. Es geht nicht besser, wenn man sich nicht traut. Dann muss man halt eben probieren, über zu spielen. Wir haben also mit verschiedenen Spielern verstärkt, zum Beispiel mit dem Senja Kratovic, den also viel Hilfe doch, den also auch halt eben mit seiner Spielerfahrung und so weiter viel kann helfen und auch gut an der Equipe aufgefunden hat und also auch ganz viel dabei helfen. Wir haben mit die besten Equipe momentan gegen Schmengen, also von unseren Jahren für drunter. Und definitiv sind wir auch einen guten Weg für uns immer weiter zu verbessern und wir wollen auf alle Fall mitteilen. Wir haben uns ja schon verstärkt. Wir setzen auch viele bei dieser Jugend. Ich habe das Gefühl, dass unser Kader aber eine gute Mischung hat. Wir haben wirklich viele jung, talentierte Leute, denen es heute so noch unter nötiger Finesse fehlt, die vielleicht mit der Erfahrung kriegt, die in so Championaten mischt. Wir haben ja Peter in die 2 Punkte angefangen, die waren ganz wichtig für die Moral und auch für die Tabelle. Ich meine, jeder hat immer gemeint, die Absteiger, die gingen halt zu den Schießbuden von der Nation. Wir wollen unbedingt die 6. Platz da kriegen, wir werden alles draus setzen, die Equipe ist motiviert, die Ambiance ist super, die Präsenz im Training ist ideal.
Den Trainer huet doch d'Ekippe, die mi echt Matscher ganz gut darstalt krit. Ich mein, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben einfach keinen Druck. Wir sind ein Outsider, wir wollen die Platz, wir gucken, wo wir hier noch landen. Wenn wir nicht der Sechste gehen, dann greift man am Aufstiegsplayoff nach für die Erste zu kommen, für an der AXA League zu bleiben. Also ich fand den Handball als eng Sport, dat die ganz interessant ist, wo auch viel Aktionen dabei ist. Ich fand das bisschen nicht so groß wie Kind sind. Kind nach wie groß sind. Natürlich Fußball als Mat an Europa größte Sport, den die überhaupt gibt, hat eine ganz andere Dynamik. Doch man guckt, wie in 90 Europa League gespielt schmengen. Aber da muss ich auch sagen, dass die Kerle 100 Mal, die haben auch schon Dependant zur Europa League gespielt. Und das ist etwas, was nicht so rauskommt, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich schön. Ich meine, wir spielen einen Sport, der wirklich viel Körperliches von uns verlangt. Ja, ich finde das Gefühl natürlich, dass ein bisschen zu kurz können. Ich würde mir wünschen, dass Handball ein bisschen mehr in Lützburg präsent ist. Wenn ihr die Entwicklung seid von den Spielern an den Vereinen, die ist wirklich enorm, was da geschieht. Mit einer Jugendspieler, die an Handballakademien am Ausland sind, wie zu Gummersbach zum Beispiel, war natürlich Thomas für Lützburger Handball, noch für die Zukunft vom Lützburger Handball. Und noch am Sportslycée, wo enorm viel geschafft hat, mit Jonke schon ganz frei, dass wir da einen ganz guten Weg sind. Heute zu mir, die Stelle wäre doch vielleicht nicht so groß, weil man nie über Matt gespielt hat. Ich meine, wenn man letzte Division spielt, motiviert das vielleicht auch nicht eine Menge Responsable oder sportlich begeisterte Zuschauer gucken zu kommen. Der ganze Dynamismus fehlt. Ich hoffe, dass wir Uwe können bleiben, können gewinnen, können weisen, wie flott Handball ist, dass sich auch mehr Leute dafür interessieren. Als Jugend habe ich zu mir schon immer ein Pilier. Da sind ganz engagiert Leute, auch der nächste Equipstrainer, der Ricky, ist formidabel arbeitet. Wir haben ganz viele Eltern, die helfen. Der vierste Komitee hat uns gut aufgestellt. Wir haben viele Members, wir sind von den Vereinen mit den meisten Members am Land. Sodass ich meine, dass es hier an die richtige Richtung geht. Wir sind nun eine Equipe, wir sind umgegangen aufzubauen. Wir hatten das letzte Jahr mit Women Fit for Handball angefangen, mal für Medischer, also Neumedischer zu rekrutieren. Und wie gesagt, all die Spaß hatten, anfangen für uns zu fangen. Und diese Saison haben wir einfach dezidiert, für an der Promotion mitzuspielen. Das ist schwer am Anfang, ja. Aber alles hat seine Zeit und was wir machen, das ist wirklich der Abbau von der Equipe, also dass wir einen Zusammenhalt haben. Für dann die Promotion umfang fertig können zu spielen mit positiven Scoren umfang. Ein guter Handballspieler braucht eine gute Kondition, braucht ein Ziel, also soll ganz viel motiviert sein. Ich ging so in allem Motivation, den Willen für weiterzumachen und der Ball vorne nicht abzugehen. Ja, und eine gute Equipe, die natürlich immer weiter pusht, für immer seine Grenzen zu holen. Geduld. Geduld. Viel Geduld. A vun de jonke Sportler dann River bei eng bësse Mannerjong Madame. Dan Bettendorf huet fir kurze ihren 100. Geburtstag am Bierschbecher Blannenheim gefeiert. Familie, Freunde, Gemeng an die Regierung waren gratulieren gekommen. An Madame Bettendorf huet da sogar mit ihren 100 Jahren ein ganz kleines Interview gin. Wo habt ihr gewohnt? Zu Evenich. Wann habt ihr da Geburtstag? Den 3.10.20. Hat er geschafft, Freya? Wo hat er da geschafft? An den Herrschaftsreise. Das heißt, ein schönes Zimmer gehen. Na ja. So lange da geschafft. Hat er gerne gekocht? Oh ja. Ja. Anni?
Was tut er dann so gekocht? Von allerhand. Sind wir auf der Markt sicher gegangen. Wo dann? An der Stadlei auf der Markt. Wir sind ganz froh, dass man am Bettendorfer konnte den 100. Geburtstag mit uns zusammen feiern. Sie ist für ihren Alter noch relativ gut. Wir gehen noch am Sektor von den Altersheimen, dass immer mehr 100-Jährige an den Häusern wohnen. Wir haben am Haus auch noch einen 106-jährigen Bewohner. Das ist natürlich auch immer ganz spannend, mit den Leuten zu schwätzen, zu wissen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Wäre das ein bisschen so Geheimnis von ihrem hohen Alter. Das sind immer ganz flotte Momente, die wir gerne hier am Land feiern. Guck mal, das ist ein Grand Duc von der Grande Duchesse. Du hast Schokolade. Bei schwarze Schokolade dabei, es gibt auch einfach den Direktor, der kann ihn nach gebrauchen. Du hast auch Honig als ein Grand Duc singen gehabt. Anbüsse Champes. Voilà, das ist klein, ich muss da hin. Und dann ist der Grand Duc und Grande Duchesse, aber auch nach Blumen Martin, für dich. Guck dir mal Leute. Die sind vom Grand Duc und von der Grande Duchesse. Blumen. Das ist schön. Ja, die sind ganz schön. Ich stelle die auch mal hin auf das Foto, gell? Dann stelle ich mal allein hin. Und dann habe ich von der Regierung von der ich noch den Ordre de Mérite mitgebracht. Das ist ein bisschen speziell, weil wir natürlich für 100 Jahre zu wünschen alle guten ans Mask und das muss auch so sein. Und das ist aber ganz schwer für viele Leute, die schon nicht gut hören, wenn sie dann nicht gesehen, wenn ihr schwätzt, wenn ihr den Mund nicht gesagt, wenn ihr schwätzt. Dafür das schon eine spezielle Zeit. Und nichtsdestotrotz, auch nur dem ganzen Lockdown, ist es umso mehr wichtig, dass man uns einfach nicht gesehen, auch mit Mask, dass man die Leute können wünschen, Blumen bringen vom Grand Duc, von der Grande Duchesse, Knipperscher, und dass auch jeder ein bisschen zusammen kann feiern. Happy birthday to you. Happy birthday from Bettendorf. Happy birthday to you. Ja, sie singt gern, sie hat weiße Schokolade gern, hat sie mal gesagt, sie trinkt doch halt mal gern ein Kippchen. Voilà, wenn das dann Geheimnisse sind für 100 Jahre alt zu gehen, da sagen wir ein bisschen mehr, wir essen ein bisschen mehr Schokolade, wir trinken heinz ein Kippchen, dann hoffen wir, dass wir alle 100 Jahre können gehen. Die Tore ausgemacht. Und sie schon sicher nach Nachten an. Da sind sie Röter im Tierze Schoban. Ich verstehe Mann. Letzte Marschen nach. So wird die Zoten noch immer gemacht. Das ist ja aus der Stadt. Voilà, bravo! Ich war ganz überrascht über die schöne Stimme, die als Minister hört. Und hat uns immens gefreut, dass man am Corinne Kahn noch den Weg bis nach Blandenheim gefunden hat. Und sie hat ja live als schöne Kadoen von dem Grand Duc überreichen können. Und auch eine flotte Medaille für Madame Bettendorf. Und das ist auch immer flott, mit unseren Politikern zu schwätzen, wenn sie Terrain sind. Und das ist auch als Arbeit gesehen, die wir am Alltag machen. Und noch eventuell die Kontranten, die wir haben. Da sind wir ganz froh, dass Madame Kahn eine ganz open Dauer hat für Toleranz noch von den Gestionären, aber auch von den Bewohnern natürlich.
Altershemer si op, muss eben just Barrieren respektéiere Jidverreen ass mat responsabel fir dofir der such den Zimmernoper gesund bleifft. Dat hicht mé wichtig, dats man uns alle Goeten hun just Barrieren halen, fir an allem Wammeren an den Alters oder Pflege hem gin, justement fir dats man de Virus net mat dranhhöle, well mir gesinn die Häuser, wo de Virus do banders, dat das awer schon ganz schwierig fir d Leiit, fir d Personal, fir Direktion, dat schon eng schwierig Zeit fir all die Leute, die do betraff sind. Ja, also ich mengen den ganz flotte Moment hier am Haus war am Anfang den Tag von Mammendach, 14. Juni, wo das Haus am Anfang dekonfiniert wird. Wir haben nur angefangen, Tieren abzumachen. Die Familie konnten raus, oder vielmehr ran, an das Haus, an als Bewohner konnten raus, bei ihren Familien auf Besuch. Und das war schon ein ganz großer Moment von Erleichterung, sowohl für die Familie wie auch für uns Bewohner. Entre-temps muss ich sagen, dass sich die Situation so angestaltet hat, dass eine Art Routine ging. Also auch für Personal, das ist einfach eine Routine, dass den Masken hat, auch als Bewohner haben, auf verschiedenen Situationen drohen seine Maske, bannen prinzipiell brauchen sie keine Maske mehr unzutun, weil wir tausend von gesehen wie einen großen Stot, das heißt, wir probieren natürlich, dass der Virus nicht racken, das heißt, die Leute, die vorbei sind als Visiteuren oder Personal, wenn sie rankommen, wir desinfizieren uns als Hände, wir haben permanente Maske an als Bewohner und am Anfang just die Maske wenn sie rausgehen. Oder wenn sie zu mehr wie 10 zusammen sind bei einer Aktivität, dann dem nur weh, da man da schon eine Maske haben. Ich muss sagen, auch haben viel profitiert von dem guten Wetter, da man den ganzen Sommer über hatten, für viel draußen auf der Terrasse zu sitzen. Und das war schon ein Moment de détente und das hat den Leuten ganz gut getan, die Sozialkontakte noch draußen zu pflegen. Happy birthday. The sun will shine, the flowers bloom, the birds will sing a song for you. Happy birthday to you. Wir wünschen am Bettendorf weiterhin alles Gutes, a für allem natürlich eine gute Gesundheit. Das wünschen wir aber auch euch alle Guten. Wir sind uns an gut 14 Tagen Ende Oktober heim, dann unter anderem am nationalen Kommemorationstag. Für heute sage ich vielmals merci für das Nachgucken an. Bis geschwind.